Der Göttl telefoniert mit dem alten Mo. Draußen steht an, der holt seine Gurken und dann Zipfel und der nächste hat das Telefonbier zusammen. So. Habe die Ehre, übrigens, der Birger, das ist der Kani. Servus. Ja, der mit dem losen Mundwerk und das ist der Flo. Servus. Der ist leicht androgyn angehaucht, dafür der von mir aber Diversity-Witze macht. Das ist super. Und das ist unser neuer Podcast Speziwirtschaft. Das hört man übrigens, glaube ich, wenn wir dringen. Das habe ich bei uns, habe ich sofort muten müssen, dann hätte ich dann schon geschlagen. Ich mir selber, euch zwei, alle hätte ich da schlagen. Ich habe wieder umgekehrt. So, Kinder, was haben wir heute für ein Thema dabei? Wisst ihr es hier? Natürlich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ja, dann Immer lass mal. Überraschung, wenn wir daherkommen, dann muss man reden. Ja, das ist ganz was Neues. Wir sitzen uns ja her, es ist alles aufgebaut, ihr müsst nichts selber machen. Und Das war schick gewesen. Ja. Langeweile ohne Internet. So quasi in die 90er. Da wo es noch kein Handy nicht gegeben, also Handys hat es dann vielleicht Ende der 90er schon gegeben. Das Irgendwie so, ja. Nokia-Kasten und so weiter. Motorola. Ein Motorroller. Kennst du das Motorola-Handy noch zum Aufklappen? Das Ja, erste, ja. das silberne, das hat glaube ich 1000 Mark gekostet oder so. Das glaub, ja. Das war aber 1000 Mark damals wert. Aber was hast du, wenn du von der Schule heimgekommen bist und warst mit den Hausaufgaben fertig? Wenn du das überhaupt gemacht hast. wollte grad Frage an dich. Da geht's schon mal los. Hausaufgaben hat man in der Früh im Bus gemacht. Das ist richtig. Und Pro-Gamer früh- hat 5 Minuten in der Vorstunde abgeschrieben. Ja, genau. Nein, das hab ich gelernt dann. Ja. Ja, und ansonsten, was hast du gemacht damals? Hast du erstmal, du hast einen Freund gehabt, die haben Hausaufgaben wirklich gemacht. Also hast du in der Zeit, wo du keine Hausaufgaben machst, Nintendo gespielt. Was hast du für ein Nintendo dabei gehabt? Nintendo 64 und Super Nintendo. Den hast du in der Schule dabei gehabt. Du hast einen Röhrenfernseher, hast du neu gequagelt. Wir reden doch gerade davor, wenn wir heimkommen, oder? Also, ja, stimmt. Du Vollidiot. Waren wir gar nicht in der Schule. Nein, ich bin ja schon Ich lange bin daheim. verwirrt. Das war aber auch trotzdem ein geiler Plan, wenn du den ganzen Tag in der Schule drauf hast, einen Nintendo 64 Ja. dabei und hoffst, dass der Religionslehrer als Fernsehkastleiner war, damit du endlich zocken kannst. Das war Nein, echt schon geil. Ich hab das immer nicht mehr, wenn das Kastel eingewackelt hat, weil da hat man gewusst, dass er einen aus der Klasse mitnimmt. Okay, das war eine komische Schule. Das war eine komische Schule. War eine komische Schule. Ja, war du warst sehr der Religionslehrer. Religionslehrer zufällig der Onkel Werner? Und war der Onkel Werner zufällig Vater? Ich weiß nicht. Ja, nicht. Ich weiß nicht, der hat schon Aber mal es- zu allem Ja und Amen gesagt. Ja, okay. Aber ich habe Nintendo gespielt. Super Nintendo oder Nintendo 64 habe ich dann gespielt. Erst einmal, bis dann Leute aus der dürfen haben, die halt fürsorgliche Eltern gehabt haben, die dafür gesagt haben, dass was dann für schön. Wenn sie nicht gerade durchs Leben mogeln, so wie ich. Ja, und dann ist es am Fußballplatz ausgegangen, zum Boinern, Boinen. Radlfahren, Inlineskaten, Da war schon, Leitjägern. da wenn ich mir, das ist so lang her, dass wenn ich mich versuche, daran zu erinnern, frage ich mich wirklich, was zur verfickten Hölle haben wir den ganzen Tag getan? Ja, das ist oft. Also bis Das 14 ist hast du die Frage wirklich- gestellt. Aber wir haben auch 14 war extrem das. viel, wir haben auch extrem, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, Mitte der 90er dann und so. Also wirklich extrem viel gespielt. Ich war Wir immer waren aber Nintendo-Fanboy. Ja, das bist du bis heute. Ja, schon. PlayStation ist zwar, ab der 3er habe ich dann die dazugeholt, aber bis dahin habe ich nur Nintendo, da hat es nichts anderes geben dürfen. Habt ihr jetzt auch noch die vorherige, diese Nintendo NES, hat die nicht NES geheißen? Die Der mit den NES, Viereckern. ja, der NES, den habe ich auch Den habe ich nämlich auch gehabt, daheim gehabt. Nintendo Entertainment System. Hast du den noch? Nein, den habe ich Ich glaube ich hab's nicht noch. mehr. Den hat der Papp glaube ich irgendwann mal weggeschmissen. Warum Oh, auch mein immer? Gott, was hast du für ein Papp? Ja, Ist der weiß behindert? Das sag nicht du, ich Du sag hast ein originaler NES, du hast denkst du überhaupt? Ja, Hickman-Schund. Das ist ein viel Das ist ein Ahnungsloser, ist er das. Wahnsinn, hast du schon? Ahnungsloser, ja. Nein, ich bin nicht schwach. Schau mich an. Was kommst Nein. Stop it. Hast du Stop! Pfui aus! 3 Uhr nachts einmal besucht? Warte, ist dein Papp der Onkel Werner? Nein, das ist leider nicht. Der ist leider Michi. Der Onkel Michael? Das ist echt krass, also wie viele Leute es gibt, die so Zeug daheim gehabt haben, haben das weggeschmissen. Ich hab damit schon so viel, ich hab zwar mit ein paar Sachen habe ich das, die Thematik, dass ich die nicht mehr habe, wie Street Sharks Figuren und Extreme Gliders, lauter so einen geilen Scheiß. Aber was ist das Problem an dem Ganzen ist, mit dem Wegschmeißen und nicht Wegschmeißen, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen Nostalgie und Messi. Ja, aber lieber Messi. Ja, aber Im Dubio pro Messi. Ja, da gibt es aber eine Zeitspanne, wo das Zeug so 10 Jahre alt ist, da wo wir werden wir 20 gewesen sein, ich war 4. und dann kommst du so vor, ja, den Schrott brauchst du nie wieder, dann dauert es ab, dann geht die Zeitspanne weiter und irgendwann kommt der Punkt, da wo du denkst so,
Fuck, warum habe ich das weggeschmissen, Alter? Bist du oh Gott. Das ist jetzt einmal ein Tipp an alle, die jetzt da so Anfang 20 sind und meinen, das ist alles Bullshit, das schmeiße ich weg. Das ist, um Gottes Willen, das ist nicht. Ja. Es wird es so bereuen, wenn es 30 Gesetz und denkt sich, wolle, ich hab so geilen Scheiß gehabt. Bestätige. Und jetzt hat, Ich sag bloß He-Man-Figuren, Alter, was Ja, die He-Man-Figuren und Transformers weg. Ich weiß nicht, ob es weg Turtles. Oh, leck. Geile. Die waren echt geil. Power Rangers habe ich gehabt ohne Ende. Die Power habe ich immer gehasst. Nein, ich weiß nicht warum, die waren mir einfach trashig Die und erste peinlich. Generation war beste. Die Power Ranger. Ja. Ah, Die erste Pinke war Generation schon- kennst du Die nicht. Pinke war auch eine Frage. Was glaub hast ich, du Ja, noch, und die Gelbe. was hast du noch der Schule da Hausaufgaben gemacht oder? ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich hab mir irgendwie Also die drei Runden Versager gedreht, beieinander. Ich hab das, ja. Wir Also, haben eine Hausaufgaben nie Schule. und nach der Schule eigentlich, ich hab viel Fußball gespielt. Ich hab, irgendwann kam es dann so weit, du bist immer am Spielplatz gegangen, das war ganz cool, immer direkt mit den Freunden drauf. Damals war immer so dieser große Platz, ist halt einer nach der Schule einfach so nach dem Essen ausgegangen und dann ist der zweite gekommen, dann war der dritte da. Und Kannst du dich irgendwann... noch erinnern, wenn man seine Freunde daheim angerufen hat? Und Auch dann ja. geht erst die Mama oder der Papa, ja, du hast ein Bier gehabt, na, kann der Stefan rausgehen? Vor allem, aber wenn es- er so eine Fotzenmann gehabt und die dann gesagt hat, nein, der geht halt nicht aus mit dir zum Spielen. Was wär's mir so fängen? Ich hab mich gefragt. Das ist scheiß Husu, Alter. Da warst du immer Wahnsinn. so, und ab dem Zeitpunkt hast du immer schon in die Hosen geschissen, wenn es nur mal schon tut, so, Ja. warte, bitte geh halt direkt ohne, oder bitte geht der Papa ohne und nicht sein Hurenmann. Ja, Das war aber auch so, wenn du der Mädel angegriffen hast. Das war noch viel schlimmer, finde ich. Das habe ich extrem selten da. Das ist Ja, sehr da hab ich traurig. nämlich, da ist bei mir schon ausgegangen, dass ich mein erstes Handy gehabt habe, als ich Interesse für, sagen wir mal, Partnerschaften gekriegt habe. Partnerschaften. Ja, mit dir als Diversity-Menschen wollte ich die jetzt nicht ausgrenzen. Ja, Partnerschaften und Ich hab dann- Partnerinnenschaften. Partnerinnenschaften. Partnerinnen bitte. Auf alle Fälle habe ich da schon ein Handy oder ein SMS schreiben dürfen und mit einem Guthaben von 15 Mark oder Euro und 20 Cent pro SMS hast du lange Unterhaltung hingeschrieben. Boah, das hat so Man viel hat dann mit den gekostet. Handys Das hat so viel Geld ja, gekostet. brutal. Es hat aber dann irgendwann hat's wir hatten den Maschinenring, glaube ich. Ja, Warum weiß ich das? Das ist 25 Jahre her. Da hat dann auf einmal SMS bloß noch einen Cent gekostet. Das war Und auf einmal ist es nur noch mein abgegangen. Oder wenn man Das dann war ausmacht hat, man trifft sie um 4 Uhr so im Antenne Bayern Chat oder hört der Scheiß- Gott ja, oder im Screenshot, ICQ. Boah, Allein der ICQ-Ton. Der ist ja immer noch. Jeder hat ihn im Schädel drin, nicht? For forever and ever. Worms sofort angeschaltet. Aber anstatt dass man Nicknamen eingibt, einfach so eine 20-stelligen Barcode gefühlt. Also, hä? Warum? Was soll das? Wie so knacki. aber jetzt Habt ihr ein Drahttelefon gehabt? Na, aber die Nachbarn. Richtig geil. So mit Wählscheibe noch. Boah, geil. wir haben so uns gehabt, wo du so den anderen so halten musst, weißt du die? Heute das Monokel der Telefon. Ja, geil. Ich darf eigentlich Handys feiern. Die so, man muss das Ding rausziehen. Das ja, dann, so, und dann können die ganzen Vollspasten, die ein scheiß Handy und dann schmatzen, lecker. wie so halten, dann darf es einigermaßen passen. Das darf sogar gehen mit den Kopfhörern so rein, da die feiern. Da irgendwann darf ich das wieder feiern. Manche Leute haben sich eine Spastik, wenn es darum geht, dass man ins Handy einschmerzt. Wenn Was ich soll so das eigentlich? rumlaufe oder so schmerzt, was ist mit dir? Nein, das war noch halbwegs, ich finde aber so geil, sie halten das ja nicht, so, sondern sie halten es ja, Ja, so. ich dachte, ich hoffe, dass sie von dem haben sie da 10 ja, genau, da kann eigentlich einmal so ein Schubser geben, dass sie nicht vor der 10 rausdrischt und ist er Ruhe. Wenn er fragt, warum, dann gleich mal hinten neu drin. Genau, dann die untere Reihe rausgehauen. unter die Reihe am Randstau rausdroschen. Das ist jetzt schon ein bisschen hart. Was hast du den ganzen Tag Fußball gespielt oder was? Ja, ich hab viel Fußball gespielt. Ganz viel Du hast Hauptklasse. Hast du Hauptklasse gespielt, aber du warst ja, aber zumindest nur in der in- Jugend. Also, da war ich noch kein Ja, faules Jugend ist Stück immer Scheiße. Also bis Ja, 16, das 17, ja. geht mir ähnlich. Aber dann, ja, war's vorbei. As always. Klassiker, Knie kaputt, Fuß kaputt. Mit 17 Knie kaputt, hinten im Hosensack voll drin, so, ja, Knie kaputt, außer Rauch tut's Hosen. Immer wenn ich gehe, dann tut mir Knie so einen komischen Schäber rein, weil dann die Bierflasche nicht im Mund Im Kinderzimmer hängt der Poster vom Basler. Ja, was auf, hinten schießt nicht. Nein, und wir haben ja ganz früh, wir haben dann immer so am Spielplatz, da haben wir uns dann drauf war und irgendwann ist es dann losgegangen mit Pokémon. Oh, geil, ja. Du bist da genau in deiner, Das war wirklich in so deiner geil. Kindheit wahrscheinlich noch genau in Keine Ahnung, wann Pokémon ist das erste eingerutscht. Pokémon rausgekommen? Was ist ungefähr? 99, oder? Also bei 98. uns 99 hätte ich mal. Ich glaube, du musst eigentlich weiß 1 oder noch- 2 Jahre unter mir in die Klasse gegangen sein Pokémon gibt es damals. jetzt 25 Jahre. Ich glaube, wir haben letztes Jahr haben es 25-Jährige gehabt, oder Wann 2021? ist denn jetzt, warte, das weiß ich, Ich weiß deswegen nicht, kann ich das, wenn ich drüber nachdenke, genau datieren mir. Ich bin 99 in die Realschule gekommen, in die 7. Klasse. Und ich glaube, gleich Wann bist im du wieder ersten Jahr, wann bin ich zurück in die Montessori-Schule, bin ich dann wieder gekommen.
Aber er kann jetzt super seinen Namen tanzen. Ja. W-A. Kann ich nicht bei mir, wenn er noch nicht eine Serenate heißt. W-E-R-N-E-R. Na, los mich. Werner. Kriegst du PTSD. Da ist die ganze Schule, ist irgendwie irgendein 30-jähriges Jubiläum von irgendwas, und da ist die ganze Schule mit einem Zug nach Nürnberg gefahren. Da darf jetzt, warst du da schon auf der Realschule? Ich bin 2000 oder 2001 mal in die Realschule gekommen. Ja, einfach die 2 Jahre halt nach mir. Und da ist die ganze Schule nach Nürnberg gefahren, und da waren wir dann im Müller, und dann hat sich jeder von uns Pokémon Rot oder Blau gekauft. Und da hat dieser Hype angefangen. Ja, und der ganze verfickte Zug hat beim Heimfahren ist mit dem Gameboy drin und hat Pokémon gezockt. Das war richtig geil. Ich weiß das noch, das war bei meiner Einschulung. Da haben wir jeder seine Schultüten gehabt. Ich Habt ihr das Pokémon-Schultüten schon gehabt, oder wie? Nein, aber, so neidisch. aber da hat, also jeder hat da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Cooles drin gehabt. Außer ich. Also es war halt so. Und vor allem das Schlimmste war eigentlich CDs mit den Pokémon. Es ist ja, dieses Pokémon rausgekommen, das war die gelbe Edition. Das war ja damals der Hammer. Die hat es ja an der Zeit nicht gegeben. Das war, glaube ich, die dritte mit dem Pikachu drauf. Ja, genau. Und die blaue und rote, glaube ich, waren die ersten Das waren die zwei. ersten. Ja, genau. Und das Und Gelbe ist ich praktisch hab, so ich ein hab dann irgendwann die Erweiterungsding. blaue gehabt mit dem Tour-Talk drauf. Geil. Ja. Und dann hat aber der andere in seiner Schultüte diese scheiß gelbe Edition gehabt. Und die war so nice. Da war hast meine du ganze ihn gestohlen? Schultüte für einen Arsch. Hast du ihn gestohlen? Natürlich, nee, die war damals nur, war... Das verjährt. wieder komplett. Wenn man Das verjährt. Das ist lang genug her, Florian. ja, genau, auf die letzte Folge zugreifen, wann verjährt was. Also, schon aus der ersten Klasse ist verjährt. Ja, das weiß ich doch eh. Wahrscheinlich hättest du es gekriegt, aber der Papa Aber das ist zurückgeschmissen. richtig mit dem verstanden, du hast NES. ja die gelbe Edition ticket. Natürlich nicht. Natürlich nicht, aber Nein. ich war Weil dann deine unglaublich Eltern wieder neidisch. nichts kaufen wollten, die Ja, knicken haben nur. schon, aber sein Papa zurückgeschmissen mit dem NES. Oh, lecker. Das ist alles. Was du da in der Schulter weg. Das geht weg. Aber was Kauf dich die Raune, Mann! ich auch noch ganz geil fand, war, wenn du unterwegs warst, am Spielplatz oder sonst wo, mit den Freunden unterwegs, da hat es immer geheißen, was war so eine Zeitangabe, dahingehend, wann hat es wieder daheim? Habt ihr so eine Zeitangabe gehabt? Ich weiß, was meinst. Ich weiß. Also zumindest Auf was dann du irgendwann, hinaus ab der Zeit, wo ich dann allein mit dem Radl nur fortgerast bin und so, da war es eigentlich wurscht, wenn ich wie gesagt, schlechtes Elternhaus. Ich konnte genau sagen, wann es gesagt worden ist, eigentlich. Ja. Wenn die Straßenlichter Ja, angingen. wenn Straßenlichter angehen, Ja. Gehst du heim. bis zum Wenn gewissen um 6 war Zeitpunkt. oder um 9 Im oder Sommer war immer das. das Geilste, weil irgendwann ist halt die Scheiße erst um halb 10 oder so Ja, und du bist gegangen. sowieso immer zu spät heimgekommen. Bei mir war es halt dann irgendwann wurscht, da hat es dann geheißen, Das ist nicht mein Sohn. kommst eh nicht um die Zeit, wenn ich sage, du was möchtest. Da Nein, Zigaretten. also meine Mom war wirklich auch immer fake, die hat mich wirklich alles durchgelassen, aber ein einziges Mal erinnert ich mich, dass da schon im Garten draus gestanden ist und nicht auf der Straße ist so da gestanden, wie ich gerade da sitze. Und ich bin unten vorbeigegangen, schaue auf und hab mir gedacht, what the fuck. Wenn die Mom wartet, dann weißt du, was los ist. Also ich bin nicht oft so zusammengeschissen worden oder hab Stress gekriegt oder so, aber wenn. Ganz schlecht. Ja, das ist nie gut ausgegangen für den kleinen Bürger. Nie. Schläge geben. Ach ja. Schon. Ja, Wie hast das du- war wie bist du aber mit nicht Schlägen schlimm. umgegangen? War nie schlimm. Seitdem gefällt es ihm. Seitdem war der Fetisch, ja, mit dem von Werner. Ja, der PTSD von Bürger Moki schreibt Werner. nicht Auer, sondern Das ist Werner. so schlimm. Ich hab dann irgendwie, das war nie schlimm, aber wenn ich halt dann noch nicht gefangen habe, habe ich gesagt, dann habe ich dann den Cristiano Ronaldo, das, bin aber zusammengefallen, voll mit dem Ring, oder überhaupt keinen Ring nicht angehört, ja, Meine Mama hat einen Schlagring hergenommen. sie klärt so einiges, mein Freund. Ich bin dann gleich so hingefahren, habe sofort Fotostellung gemacht, damit es mir nicht an die empfindlichen Stellen im Gesicht trifft. Du willst nur einfach der kleine Leffi sein, gibst du? Ja, und dann so, Mama, jetzt leg dich her. Nach 3-4 Sekunden muss man neu drehen. Ja, nein, Poliererei auf, du kleiner Hurensohn! Du hast dich gerade selber beleidigt! Fuck's mal mal. Ah, ja, recht! Ich werd's wissen. Oh, das hat gerade mal Knie gefallen. Das Oh, nicht. scheiße. Das ist dann mal Wir müssen Pokémon wir spielen. sollten mal Pokémon Alter, spielen. wir kann man so Arena so gegeneinander kämpfen. Die Das war cool. Besonderheit damals Oder war Mario ja, dass... Kart. Oh, lecker, dann bringen wir uns gegenseitig um. Mario Kart ist nur erfunden worden, damit Freundschaften zu kündigen. Für Freundesmord ist Ja. das erfunden Ja. worden. Ja. Die Japaner sind Das ist ja, glaube ich, das Schweine. Einzige, was Freundesmord rechtfertigt. Das verjährt dann auch sofort. Ja, in Japan Ja. stellt sie nicht unter Strafe. Aber es ist ja Mario ganz, Kart. es ist ja ganz ähnlich bei FIFA uns gewandt. Da war Das ist aber auch wirklich... Ja, schwieriges Thema. da war es recht. Damals, wo der Torwart noch rausgekommen ist, Wie wo weit man Schiedsrichter wie weit umgreifen noch steckst können. du in so Sachen wie FIFA-Spielen drin? Das Noch? kommt drauf an, wie weit ich reinkomme. Bei den alten Playstation 2, Digga, da war noch so ein Glas Legal drin. Weil- Das Lächerl in der CD. Ja, und dafür ist er dünn. Asozial, wer war denn das? Entschuldige, war dein Fehler. Stimmt.
Nein, ich stecke da eigentlich sehr tief drin. Also ich habe eigentlich fast alle FIFAs gespielt, bis 2017, 2018. Aber grundsätzlich waren wir, was hat man den ganzen Tag da? Du Fußball gespielt, am Sportplatz. Du warst auch Sportplatz. Nein, wir haben nicht Fußball Sportplatz. gespielt. Ja. Also über Sportplatz vom Training her, aber ich habe dann so wenn ich nicht Training gehabt habe, habe ich so daheim noch im Garten gespielt. Mit meinem Bruder und so, das ist halt dann geil fürs Ego, ne? Wo du einfach die kleinen Kinder sagen kannst, du bist der King. Kannst, ja. Wir haben 12 da, wo ich schon erzählt habe, wo es ums Rauchen und Saufen gegangen ist, an dem Fußballplatz, wo wir geraucht und gesoffen haben wir halt dann auch Fußball gespielt, zwischendrin einmal. Zwischen einer Schachtel und einem Bier ist einmal wegen geballert worden. Das ist interessant, dass das bei alle relativ gleich. Bei uns war es der Hartplatz in der Hauptstadt in Landau. Und da hat er jetzt einen Zaun. Also der hat schon, für die meisten hat er schon immer einen Zaun. Ist es der, ich weiß, warum er gebaut worden ist. Ist es der bei Richtung Bahnhof, wo ja? Ist es der Platz? Nein, da hinten, da hinten, hinten bei der Ich Hauptschule. verstehe kein Wort nicht Haupt. Du bist ja nicht von Land, aber ja, ich müsste wenigstens einfach zurückgehen. in der oberen Stadt bei uns ist die Hauptschule und da ist ein riesendrum Fußballplatz, eine Laufbahn und ein Hartplatz und mittlerweile ist nur ein Basketballplatz dran und früher war das bloß Fußballplatz, Laufbahn, Hartplatz und hinten so, wo du springen hast können mit Sand und so ein Scheiß. Das war Und so ein Scheiß in der Schule, das blöde Weitspringen. da waren wir die ganze Zeit. Also der Hauptplatz war unser Zuhause. Und Weitspringen mit Katzen, wir haben viel Fußball gespielt, waren wir alle im Fußballverein. Fußballverein? Ja, C-Jugend, Meister waren, aufgehört, weil ich es erreicht habe ich gesagt. Der Klassiker. Ja, freilich. Fußball war immer beschissen wie Katze. War brutal. War brutaler Grätscher. Und dann haben wir Ende der 90er, wo der größte Sportler aller Zeiten regiert hat, haben wir alle Basketball gespielt. So 3-4 Jahre lang. Nein, gar nicht. Basketball, erstens war jetzt klar und zweitens, Basketball hat mir einfach gar nichts gegeben. Ja, nicht Also, voll. das war Ich hab's ein eigentlich bisschen super probiert geil. einmal, aber war nicht so meins. Wir haben dann lieber ohne Foul gespielt. Das war Fußball mit auf Taxen hauen. Also das Einzige, da wo ich mich auskenne beim Und das hat man Basketball... eigentlich ohne Foul geheißen. Das Einzige, Das war super. Spielen wir ohne Foul. Erzähl da weiß ich nicht, Idee generiert, der spielt mir ohne Foul und dann willst du nur einen Taxi Ja, das war echt so ein scheiß Ball, ist nicht durchgelegen und haben uns gegenseitig in Taxen angekauft. Ja, macht Spaß. Das war echt So lustig. weit, damit ist die Frage, was hast du eigentlich so gegen langweilig da? Ja, uns gegenseitig einen Wir Taxi. haben uns so viel weh, Aber das war eigentlich- echt grausam. Das hat eigentlich immer ganz- geheißen, check es tut das auch. Das war unsere Erklärung für alles. ja, der Klassiker. Falle, spring in die Stau rein, check es tut das auch. Ja. Bist schon drin gelegen. Zu Recht da, wahrscheinlich. Zu Recht. Ja, wir haben ja nicht nur Fußball gespielt. Na, aber eigentlich, wenn jetzt so das Revue passieren lässt, eigentlich müsste die im Basketball recht gut sein, weil Körbe kassieren, das kann ich eigentlich sehr gut. Du musst es ja verteilen, nicht passieren. Ja, das habe ich noch nicht verstanden. Okay. Ich bin wahrscheinlich doch nicht so gut. Das ist ein Tipp. Bei diesem Witz habe ich kurz einen Herzinfarkt gekriegt. Ja, gut, in dem Alter, gell? Das ist nicht abwegig. Was du rauchst, das ist ja nicht normal. Ja, du rauchst ja alles. Professioneller Ja, Actionraucher. Das ist ja Das hört grausam. man an meiner zauberhaften Stimme. die ist nicht zauberhaft. Die ist engelsgleich. Ja. Und Ist du halt so hörst ein- dich aber heute auch an, als dass du den ganzen Tag bloß Strachts gesaufen. Du, ja. Du, ja. Das sagt Da uns wird's keiner ein- unter dem Tisch. Ja, wird's Da- halt Corona das ist gehabt, geil. deswegen. Die Leute wissen überhaupt nicht, was wir trinken. Gin? Ja, Gin Tonic? Gin Tonic. Und Nein, den wir du? nicht. Ich trinke Das weiß gar nicht, das darfst du nicht sagen. ich Der hat trink, nicht ich Zeit trink, dafür. ich trink, ich trink ein Bier. Der hat nicht Und- Zeit dafür, dass die hier wieder steht. Also, falls irgendwer Interesse hat, ich trinke viele, nicht alle, aber viele. Ja, man muss auf alle Fälle mal loswerden. Hier könnte ihr Getränk stehen. Wenn es nur- keine so eine knickere Brauerei Sepp. Büffel wärst. Keiner hat mir dazu gesagt. Die rührenden Brauerei. Das ist vor allem für Podcasts ganz gut, weil die Leute, die zuhören, das ist wichtig, was für heute wieder steht. Das stimmt, ja, aber wir sagen es eigentlich nicht. Nein, wir sagen es einfach nicht. Nein. Da haben wir nicht so. Oettinger. Werden wir nicht genug. Alkoholfrei Radler. Aus der Dose. 033. Lauwarm und naturtrüb. Ich bin enttäuscht. So, jetzt haben wir wirklich die Perfektion. Jetzt sind wir ganz groß. Wir waren da aber mit den Großen dabei, weil das letzte Thema war ja der Erstkontakt mit Alkohol und Zigaretten und am Hauptplatz war ja irgendwie alles und auch die Klassen, die 2-3 Jahre über uns waren, die großen Brüder von Freunden und so weiter. Ja. Und da ist man dann auch das erste Mal in Kontakt unweigerlich gekommen mit, was haben denn überhaupt Zigaretten, weil man geht ja nicht, du wachst ja nicht irgendwann auf als 12-Jähriger und denkst so, Halt mal genau. Zigaretten, geil. So schon aufgestanden. Voll Fieber. Fuck, ich brauche Zigaretten. Ich hab noch nie geraucht. Weißt du, ich bin 12 Jahre, Parkinson kann es nicht sein. Mama, gib mir Zigaretten. Das Geilste war, irgendwann hat meine Oma mich dann angeschnallt. Das ist ja im Prinzip mein Kinderzimmer. Irgendwann ist dann auch die Tür aufgegangen und ich bin halt beim Zocken da gesessen und hinten geht die Oma her, kann schon nicht mehr gescheit hatschen und dann hat er bloß so gemacht. So, also mit die Hände zueinander gefuchtelt. Das war für mich das internationale Zeichen. So, brüch ich mal Zigaretten, ich muss auch nicht raus. Zigarettenhaus gehabt. Eine starke Hand.
Die arme Frau. Die eine Frau, die Oma war gut, die war stabil. Ja. Okay, Die war wirklich massiv stabil. Entschuldigung. Ja. Aber wenn es gut geraucht hat, dann feiert er nichts. Wo bleibt jetzt bitte die Frage mit die war so gnadenlos unter der Gürtel, ich trinke mal lieber. Können wir unter den Teppich. Was bist denn jetzt so? Warum unter den Teppich? Können wir nicht mehr Brust trinken oder was? Verleg ich mal's. Aber jetzt langsam ist Sautippen. Jetzt hast du nichts mehr zum Trinken, die restliche halbe Stunde. Hätte ich eigentlich schon, aber dann fällt ein dämliches Handy um. Das ist dumm. Das Handy oder wenn es umfällt? Ich soll dann einfach in dein Bier rein. Und womit? Und trinkst du ein bisschen beim Florian mit? Schmusszeit? Komm, Florian. Da Na, machen wir heute ein bisschen Schluss mit. Machen wir schon mal Ja, machen. das machen wir gleich. Machen wir das ist gut, du musst in der sowieso- Werbepause. Du musst man könnte Werbepause. Bei uns war es dann aber übrigens auch, weil du sagst, der erste Kontakt bei uns war das dann auch am Fußballplatz. Und da waren dann damals, da waren wir dann im Feuerstoff, da waren dann die Asylbewerber waren da beim Spielen da. Und das waren lauter geile Affen, die haben halt dann, wir waren 13, 14, Haben die doch gelernt, oder? die haben da gelernt, ja. Und die sind halt dann irgendwie gesagt, was soll denn das jetzt hier? Oh fuck! Damit will ich nichts zu tun haben. Ich enthalte mich der Stimme. Ja, ja, ein bisschen. Jetzt sind wieder Schande. Ja, jetzt wird wieder Nein, mit mir, kannst du das bitte ausschneiden? Nein! nix. Hammer, nein! Da will ich Was voll- du gesagt, ich hab nur gelacht. Was soll ich machen? Meme-Button, Nazi. Ich bin kein Nazi, aber. Auf alle Fälle waren das auch so die Kandidaten, die dann gekommen sind, na Kollege, kommst du Fußball spielen? Und so, ja, freilich spielen wir wegen. Die haben uns umgeflext, also denen war das scheißegal, ob wir 13 oder 14 sind und sie 30 geht, die haben uns einfach mit Blutgrätschen von den Blotens gemacht und dann, wenn es gelingen bist, gejammert, oh Gott, Knirsch mehr raus und so, Kollege, nicht so schlimm, da rauch eine. Und haben da Zigaretten ins Putzen gehalten. Und das, liebe Kinder, ist die Geschichte, als ich zu rauchen begann. Ja, das war die Anfangszeit, von denen haben wir immer 5 Zigaretten gekriegt, blaue Flecken und Zigaretten. Wenn ich das so drüber nachdenke, bei uns war aber auch, ich bin mit einem Haufen Türken aufgewachsen. Also auch am Haupt, die waren nicht immer Wohnen die nicht alle in da Frankfurt? war alles da. Was? Wohnen die nicht alle in Frankfurt? Ja? Was, dieses Gespräch driftet in eine Richtung ab, da will ich nicht hin. Die haben ja nur am Bahnhof. Alles gut. Griechen haben wir gehabt. Dann erinnere ich mich nicht, der hat Kastriot geheißen. Ich weiß nicht, wo der, ich glaube, aus Serbien oder irgendwas. Das war so klar, dass der kommt. Ja. Aber Flo lässt keinen aus. Flo lässt keinen schlechten Jetzt hat's Witz ja aus. nicht so. Nein, nimm doch mit, passt schon. Stellst dann da ein Becherli und dann musst du jetzt mal, ich weiß nicht, eine Schleidern. schleidern. Kekswichsen. Das kommt in die Folge 3. Warum? Wir waren doch gerade bei Zeitvertreib, oder? Ja, aber kein Keks. Stimmt, ja. Aber habt ihr es mal Keks Wird man so gewichst? Axolotl da stehen. Habt ihr das Keks gewichst? Nein. Na, Falsch tatsächlich. hast du, gell? Da ist er bei uns. Du- Bei uns. Nein. Du hast es ja nur gemacht. Bei dir lege ich aber auch mein Handy ins was sag ich Feuer. denn noch? Du Wenn's bist ja der Wort Erste, hast. der das Grinsen kriegt. Da bist du gerade, hey, der Stopp. geht, Ja, ja. hast du Ich Kekswichsen? Sag ich kann euch gerne eine intime Geschichte erzählen, die ist ähnlich. Aber ich habe nicht gekekswichst. Eine Ihr da habt nur. einen Zipfel beide, ihr habt ein Loch in den Säcke eingeschnitten auf der einen Seite und dann, ne? Auch nicht? War nur Vermutung. Nein. Ich Das bleib haben bei wir nicht meiner gemacht. Vermutung, dass du. Na, aber ich habe mal, ich sage jetzt mal so, ich verkürze die Geschichte einfach auf einen Satz. Ich habe einen Kuchen gebacken mit sehr viel Liebe. Ah, das hast du schon verzeiht. Das haben sie bei uns aber auch mit. Ich weiß bloß nicht mehr bei wem. Bei Das ist ja besser, wenn du das Tussi. sagst, oder? Nein, das ist da jetzt freiwillig, aber ich erinnere mich nicht mehr, wer es war. Na. Das haben sie bei uns auch mit. Da. Ich kenne das gerade mit Sandwiches, dass auf irgendeiner Party ein Sandwich ein. Boah, kenn das ich- ist eklig. Da Aber mir kenne meine ich, da Form kenn ich backen nur den eine Kuchen. viel schlimmere Geschichte. Tennisheisel, Festel, Ja. wo Leute sich links Leberkasse gehen aufs Klo, wischen sie damit den Arsch ab und links wieder rein. Ja, die Geschichte. Das, ja. das ist so das ist eins der da wird man. Stell dir mal das vor, wenn du da reinbeißt. Du denkst die ganze Zeit, Alter, wir werden hergeschissen. Und du sitzt da und frisst das Leberkasse. Was ist denn mit den Leuten? Was ist mit ihnen? Ich verstehe es nicht. Ja, schön. Damals schon als Langeweile gewichst? Junge Burm. Das mache ich heute noch. Hast du mehr so. Immer als Langeweile, das ist nie als Hast du Geilheit. mehr so der. Kennst du überhaupt noch die Fettenkataloge? So Quelle? Nein, das waren immer meine Kataloge mit Fettig, oder? Zum Wichsen. Die fetten Kataloge gehabt. Ich hab die Fettenkataloge. War schon immer mein Ding. Das sind ja von Mal zu Mal immer schwerer geworden. Und härter. Na, also bei mir eigentlich so Zeitschriften eigentlich ganz selten. Ganz selten. das war- Das war Sex auch noch, weil wir haben ja nie Geld gehabt damals. Wir haben ja, das mache ich vielleicht so mit, keine Ahnung, beim Sex nennt man es, glaube ich, Vorspiel.
Wir haben halt einfach nur in Tankstelle einen, haben wir da kurz durchbladelt und dann wieder Dann habt ihr schnell heimgelaufen und habt's geschleudert. Nicht dein Ernst. Nein. Molik, da kann ich auch eine Geschichte erzählen, was Bekannte von mir gemacht haben, die Oberassis. Wir waren ja am Fußballplatz und dann Bitte nicht bitte nicht da drin. Was? Bitte nicht einfach ans Zeitungsregal hingestellt Nein, das war alles draußen in der Natur. Am Fußballplatz in der Natur, auf der Wolzen, wo ich schon erzählt habe, wo wir das Bier und so versteckt haben. Und daneben hat Bei war. Und da sind wir Bauern mit ihnen Bulldogs gefahren und haben sie die ganzen Gurkel umgehauen, haben sie gewogen, sind weitergefahren, Gurkel runtergefallen und dann haben sie die Vollassis über die Gurkel geholt, haben es abgebrochen und ausgekühlt und haben sie die zum Wichsen hergenommen. Ich habe wirklich schon Nein, Scheiße gehört, aber warum? Ja, junge Einfach Buben nicht. wissen nicht, was mit ihrem Zipfel anfangen sollen. Ja, das ist Gurken. Ja, ich weiß nicht. Warum nicht? Vor allem, ich komm dann später hier und dann hocken sie da zu dritt mit einer scheiß Gurken und wichsen auf Ja, aber wieso? Diese Geschichte immer, dass da über mehrere Leute beieinander haben. Ich sitze wieder und ich hab noch nicht. Ich was früher super entdeckt ist. Ja, was? Ja, das. Aber stopp, Los geht's. Hast du's nicht gemacht, ganz oder? neutral. Hast du es nicht gemacht mit anderen? Ach Gott, das erklärt so viel, kann ich. Aber- Ja, ich weiß. Das erklärt so viel. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Das hätte ich eigentlich von ihm erwartet. Na, hör mal! Dann haben sie auch nicht gemacht, weißt du schon. Aber ganz neutral gesehen, das Ganze. Jetzt mal rein theoretisch, es ist eine Gurke und die liegt jetzt in der Sonne und die ist warm. Ja. Ich bin jetzt mal ehrlich, vom Feeling her kann es ja gar nicht so schlimm sein. Ich hab's nie gemacht. Ich denke mir jetzt nur neutral aus neutraler Sicht. Ich würde es auch nicht tun. Glaube ich schon, dass du das jetzt genauso wie Nein. Kekswichsen, das zwinkert, das sieht man auf der Seite nicht. Aber was hat man denn getan früher? Es gibt ja keine Gurken, aber du brauchst ja irgendwas zum Anschauen. Bravo war doch selbst. In der Bravo hat es gesagt, in der Mitte dann so ein Ding Dr. gegeben. Sommer. Da war immer ein Nocker der Mo und ein Nocker die Frau, Ja, ja. die dann irgendwelche Geschichten vorher erzählt haben. Die Und waren wurscht. na, wir haben die schon interessiert. Ich weiß nicht, ich war ein Bub, ich hab Das war kein praktisch der Bravo Porno gehabt. für die Jugend. Ja, da war Nocker die Frau drin und hast du dann mal ein Bravo gekauft. Ich habe immer nur Bravo Sport gehabt und habe auf dem Basler auch noch gewichst. Das erklärt auch sehr viel. Das erklärt auch sehr viel. Ist ein Ja. geiler Das ist Typ. aber auch männlich, So, was uns jetzt mal ganz was uns zwischendrin mal ganz furchtbar wichtig ist. dass man Halt, stopp, sonst kackt die Kamera wieder ab. Ich drücke jetzt da mal schnell auf Pause und dann geht's weiter. Scheißzoll. Und weiter geht's. Ja, professioneller Profi-Podcast. Podcast. Ah, Podcast. Bei Wichsen waren wir. Weiter geht's. Fertig. Erster. Achso, Kannst du keinen Trockenstein hier legen. das wird alles wieder. Ja, der erste letzte. Genau, aber nimmt sie es immer Creme her oder macht sie es Trockenstein? Wie ist das da? Früher gewesen? Keine, also ich Wenn's brauch grad, nichts. wie damals war Mann, warum reden wir eigentlich? Ach, egal. Ja, verzeih, Es ging um Langeweile ohne Internet. Da Genau. hast du halt dann 5 Mal am Tag geschleudert. Eben, was möchtest Du nicht, das brauchst du mir nie erzählen. Bist du mit dem Internet das glaube ich groß dir nicht. Du hast aber auch weit früher ein Internet zur Verfügung gehabt als mir. Das ist unfair Ja, gewesen. aber das war damals, das war keine Ahnung, das war für mich, war das am Anfang sehr schwierig, weil es war wirklich auf den Seiten. Erstens, du kennst dich mit dem Internet noch nicht aus, mit 14, 15 Jahren. Zweitens ist der Papp gefühlt immer dahinter gestanden, weil der wollte Beim telefonieren. Das war halt sein Na, PC meistens. Ja, das war sein Der PC. wollte auch Und wichsen. Du hast nicht was Florian, machen wie geht's? Ich bin dran. wir können zusammen anschauen. YouTube. Was ist denn YouTube? Unklick. Du weißt ja genau, wenn du zu viel wichst, wie Langeweile das hast, wenn du You eingibst und zuerst kommt YouPorn und dann YouTube. Nein, das merkst du, wenn du einen Cut am Schwanz hast, was? Hatte ich noch nie. Keine Emilien, ne? Nein. Kim vom Trockenstein. Ja, kommt vom Trockenstein. Also nimmt Lotion hier nicht. Ja. Hast du Das irgendeine reibt sich Empfehlung? mit der Weil Lotion vielleicht ein. gibt es ein Sponsoring. Ich Ja, weiß nicht. ein Durex-Sponsoring war nicht schlecht. Dann taten wir 3 Hurensöhne nämlich nicht da sitzen. Machen wir jetzt alle richtig. schön am Wichsen. Mit Masturbationseiern, die wir gesponsert gekriegt haben. Also sogar der Kani-Eier. Wie Orangen. Ja, Katalog, Zeitungen von den Eltern. Hat es bei uns nicht gegeben. Nein, haben wir jetzt auch nicht gehabt. Also so Kataloge, da habe ich mal, na, das Ja, war auch beim nicht mein. Kumpel, der hat so gezeigt, daheim gehabt, die haben wir dann an den Spielplatz mitgezogen. Die haben wir zwar dann angeschaut, aber keiner hat irgendwelche weiteren Dinge gemacht. Und was ich auch nie Glaubst du oder vergessen weißt werde, das weiß ich. Und was wir auch mit da haben ist, bei ihm daheim werde ich auch nie vergessen, so eine Telefonnummer anrufen. Ja. Und das ewig lang. Ja. Mal Was lecker. da seine Eltern gesagt, das Bis du das da darf schon mich mit bis heute durchgekommen bist. Das interessieren. war schon locker eine Viertelstunde, bis du durchgekommen bist. Das haben wir auch mal gemacht beim Späßel, weil bei dem, wir haben einen so einen Späßel gehabt, da war der Bab, der war ausgestattet mit Pornokassetten und Heftel und alles. Da hast du dann mit ein paar Freunden immer wegen schauen können und dann haben wir gesagt, jetzt ruft Mama so eine Nummer an. Dann dauert das schon eine Viertelstunde, also schon ungefähr 896 € Zoll, für das, bis du überhaupt damit dran kommst. Und dann hast du so, hallo?
Und dann sagt der andere mit seinen 12 Jahren, bist du geil zum Stopfen? Und dann sagt sie, du vielleicht, und dann so, und aufgelegt. Das war geil, das war so viel Geld wie einfach nichts. Und ich hab 280 Mark Rechnung Ja. für... Aber das Gute war, da hat wahrscheinlich die Frau gewusst, das war der Mo wieder. Ich habe aber auch damals, wo wir mir die Wohnung ausgerannt haben von Verwandte, Von meinem Bruder. da haben wir auch noch DVDs gefunden. Vom Onkel Werner? Oder nein, Kassetten waren das noch vom Onkel Werner, ja. Vom Onkel Werner. Onkel Werner ausgegeben. Und das waren so aus den 80er Jahren, das waren so Hustler, 2 Stück. Da wo das waren alle ja noch aber- unrasiert das waren. waren und ja das aber war so edel. richtig krass. Das waren ja Die haben 2 Edelheftel, Stück. oder? Nein, das waren keine Heftel, das waren Kassetten, mein Freund. Achso, ja, okay. Videokassetten. Ja, ja. Und die werden irgendwem mal zum Geburtstag schenken. Oh, lecker. Sowas ist immer gut geschenkt. Eine gut. Bei uns haben sie, Ich kenne die textlich auch auswendig. Scheißkerle 8. Ja, genau. Shit-Eater 2. Leidenschaft Kaviar. Geil. Die waren alle gut. Very nice. Schmackofatz. Schlägst den Finger ab danach. Weißt du, gut war, lecker. Und Rangel. Ja, aber wir haben ja nicht nur gewichst oder irgendwas anderes. Wir haben halt voll Blödsinn auch natürlich gemacht. Also wir Lager gebaut? Nein, Lager haben wir mir nicht gebaut. Das war aber ganz früh. Also, wir haben noch wirklich ganz, was heißt klar, Grundschulalter, Iglus bauen, Lager bauen, also irgendwie Holzdinge, halt irgendwo, Banden gründen. Ja, genau. Und so ein Scheiß. So ein Scheiß. wir haben Banden schon- und dann Kämpfer mit Schwerter oder Wir haben Steckern. noch einen zweiten Spielplatz gehabt, so einen recht großen. Und da hast du praktisch hinten um mich aufgehen können und dann hast du von oben mal runterschauen können. Und da haben wir uns dann immer unser Lager aufgeschlagen und also das war schon cool. Damals, Das haben wir heute auch noch cool, kann man noch machen, wenn wir fertig sind. wollen wir nachher ein Lager aufschlagen? Sollen wir in Folge 3 bauen wir ein Lager und sitzen uns rein und Wir nennen nehmen uns da auf. 3 gegen Willi. Nicht 7 vs. Wild, sondern 3 gegen Willi. Warum nicht 3 gegen Werner? Hast du zufällig Gurken? Genau, ich wollte es mal. Die können wir mal in 3 Sekunden, 3 Sekunden Mikrowelle. Gurken, ein Telefon und ein Osterkatalog. Warum sind wir schon wieder beim Fixen? Ich weiß nicht, Sag kurz, wir reden jetzt über was mit Lager bauen, Stimmt, mit Schwerter Lagerbauen. kämpft und jetzt Aber das war nicht schließt das andere nicht unbedingt aus. Jo, wir haben jetzt keine Iglus bauen? Wichslager. Haben wir Iglus mal gemacht, bauen, ja. Ja, heute daheim so In so mit. fette Holzkisten, in so Plastikkisten, da mit dem Papp mit der Schneeschaufel eingeschüttet, da wo es damals noch geschnitten hat, das tut ja heute auch nicht mehr. Das stimmt. Ja, ist ja super. Aber du bist ein Trottel. Weil die letzten 10 Jahre gefühlt Das ist ja hast super. aber keinen Schnee mehr. Entschuldigung. Und das war damals in so Plastikdinger, da hast du es einfach eingehauen und dann hast du wirklich so ein Iglu gebaut. Und das war wirklich auch warm. Einigermaßen. Nein, ich glaube, haben wir nie uns Das kann ich nicht beurteilen, weil ich so das Gefühl habe, so früher hat mir einfach nicht gefroren. Es war einfach wurscht. Wir sind im Winter im Bach drinnen gelegen und so ein Scheißdreck, Ratschelnass, das Gewand war schon hart gefroren und lauter so wenn der Bullshit. Zicke und vier so nicht gefroren und so ein Scheiß und gefeiert war nichts. Ich weiß nicht, was das früher gegangen ist. Dass du jetzt, das jetzt gehe ich 5 Minuten mit dem T-Shirt aus und denke mir so, Oh, jetzt wird Schreif aufgestellt. und gleich muss mich Bergdoktor schreibt mich krank. Hol mir den Hubschrauber. Lungenentzündung. Boah, leck, Hubschrauber. Da kenne ich jetzt sehr gute Geschichte. In der Freizeit bist du geflogen, oder wie? Nein, nicht ich. Da waren wir in einem Volksfest. Ich darf jetzt nicht viel sagen. Alter, wenn jetzt wirklich jemand mit dem Suff, mit dem Hubschrauber geholt wird, dann flippe ich Nein, aus. pass auf. Das ist eine ganz geile Geschichte. Da ist praktisch, wir waren mal in einem Volksfest, beim Frühshoppen. Und da war es halt so, dass diese Person ist verloren gegangen über den Vormittag hinweg. Gürtel. Und der Göttler. Schon wieder Göttler. Und wisst ihr, wer ihn gesucht hat? Der Göttl, der Onkel Werner. Der bringt mir den mal vor. Hat einen Hubschrauber gehabt, wo Free Candy drauf gestanden ist, oder wie? Free Candy Hubschrauber. Aber na, Was heißt denn Free Candy? das war zieht der Hosen aus und sei Start. Na, auf jeden Fall war die Person dann nicht mehr auffindbar. Und dann waren die Eltern sehr besorgt und haben bei der Polizei angerufen. Und anscheinend ist es dann so weit gegangen, dass Hubschrauber losgeflogen haben. 2 Stück. Und haben die Person dann gesucht. Naja, das Ende vom Lied war ja dann das, nachdem dann stundenlang gefühlt der Hubschrauber rundum geflogen ist und keine Ahnung, die gesucht worden ist von der Polizei überall, hat halt, mein Gott, war halt die Person beim anderen Geschlecht zum Schmeicheln. Schmeicheln. Und stell dir mal vor, du bist irgendwie beim anderen Geschlecht daheim und auf einmal klingt die Polizei und das andere Geschlecht denkt sich, ich hab endlich mal wen mit Hauptnummer, weil, ne, man sieht ja eigentlich immer, wenn man fortgeht und sagt, okay, heute reiß ich mir jemand auf, aber kein Mensch reißt irgendjemand auf. So nicht. Außer dann hat der eine Mietnummer und
dann stell dir das mal vor, es klingelt und Polizei holt die Person ab. Du so, boah, geil, endlich mal so one of a million, one in a million. Und ja, dann kommt die Polizei und sagt, hallo, mir darf man die Person bitte abholen. Ich hätte es voll gefeiert, wenn der Helikopter einfach vor der Haustür so gelandet hat. Entschuldigung, ist, was weiß ich, was geheißen hat. Tante Werner. Werner. Bist du da? Werner, die Mischung aus Werner und Erna. Oh Gott. Na, also, das war eine Story, die ist legendär. Das ist echt nicht schlecht. Die ist ein bisschen abgehoben, aber Also mit dem Hubschrauber hat uns keiner gesucht. ja, damals hast du noch keine Hubschrauber. Es hat gegeben, schon Vorfälle mit Polizei und so gegeben, Ja. aber nur Lappalien. Ist auch Beschädigung halt, oder? Die typische. Also, ja, das typische Klingelputzen, da sind wir dann oft für die Leute Gut, da haben jetzt gejuckt. gerade Bullen noch nicht gekommen beim Klingelputzen, aber Wir haben einen gehabt, den haben wir tyrannisiert, den Menschen, lecker bei mir bei dem Klingelputz. Es war klingelt, weglaufen, wenn er dir zugegangen ist, hingegangen, klingelt, weglaufen und das halt, bis halt dann ins Auto rein ist uns neu gefahren und hat uns gejagt und was weiß ich, also den haben wir gescheit tyrannisiert und der hat irgendwann dann auch mal die Polizei gerufen. Da ist die Polizei noch dumm gefahren wegen dem Klingelputzen. Also man kann sich echt übertreiben. wir haben die Leute wie Wiener Würstel in die Postfach geworfen. So Scheiß. Ich war umfrage mich einfach nicht mehr. Und wo haben die Wiener Würstel her? Ich weiß nicht mehr. Da nicht einfach die Tiere, nicht der Postkasten runter oder Post, ja, Kastel halt zum Eiwerfen oder Zeitungsgeld, sondern direkt an der Tür hat man doch oft einmal so einen Ja. Ich weiß nicht mehr, wir haben Wiener Würstel eingeworfen, haben wir klingelt, haben wir davon gehauen, haben wir zugeschaut, wie sie es aufgaben und haben uns gefreut. Ich weiß nicht, was das soll. Wenn sie es reinhalten müssen. Wenn es zu dir geht, dass du das Würstel so ein bisschen unstreichen. Das war das Glory Castle. Glory Castle. Das fängt mich nicht um, wenn dieser Glory Hole habt, ihr Idioten. Das fand ich jetzt noch viel krasser gefallen. Wenn halt wirklich jemand sein Wiener Würstel einkriegt und klingelt. Mit der Gurken oder ohne. Boah, leck. Wenn es da eine Geschichte so erzählt, was ist Das war schon geil. Da finden wir sie einfach, das hätte man tun. Ja, finden wir, ja. Haben wir da. Ja, wir haben weil- uns einen Zipfel eingesteckt zu dritt und dann haben wir klingelt. Wir müssen uns nur ihre Adresse schicken. Stell dir vor, klingelt so vor mir, gehst du zu dir, da vor mir hängen 3 Schwänze. Ja, Mit 2 Hängern an einer Stelle, weil es kurz ist. Ich komme nicht gescheit hin, ich komme nicht. Oh. Ja, genau, der Klassiker. da wir gehen, aber ich kann nicht. Oh Gott, im Himmel drin. So, Hendrik, wie viel Sachen habt ihr kaputt gemacht, weil ich langweilig war? Ist verjährt, könnt's verzeihen. Seid ihr oft in der Zeitung gestanden? Nein, tatsächlich Mega nicht. Sprayen mal, ja. Nein, Ja, wir tatsächlich. sind wir Das ist verjährt, das habe ich nämlich, so lange habe ich den Zeitungsartikel aufgekommen, bis ich gewusst habe, so, und jetzt ist verjährt, ab jetzt kann ich es verzeihen. Wegen Graffiti mal, ja. Also, Ja. was heißt es jetzt nicht direkt zerstören, aber ich habe an Chewy ohne gesprayt und so, und am nächsten Tag ist das sofort in der Zeitung gestanden und ich dachte, wow, fuck, Alter. Das war teuer geworden. Das ist aber extrem lang, ja. Ja, darum ist er verjährt. Ja, eben. Das ist schon ist echt 35 Jahre Ja, her. außerdem war es nicht, das war der Göttel. Ich war ein Göttel. Haben wir abgehört. Da bin ich mit dem Göttel mitgegangen und gesagt, so, dann machen wir jetzt mal sprayen wir eine mal. saubere Bombe, ohne damit man nicht mehr rausschauen kann, passt. Bei uns war es auch Der war mein Göttel. Oh Du hast Mann. da einen, Du hast den der Herzog, keine Ahnung. Ich hab noch gar nicht Ja, Herzog, wenn der sie war nicht da. war, was der Göttel. Ja. Grüße gehen raus. Ich denk mir das so oft, und also wenn es uns für alles, was wir angestellt haben, wenn sie wieder für alles erwischt hätten, Oh, ja. ich glaub, dass ich heute zahlen dort, oder? Nein, ich war tatsächlich recht brav. Also wir waren eigentlich recht vernünftig. Es hat halt die eine oder andere Kleinigkeit gegeben, aber irgendwie... Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir richtig kaputt. kaputt gemacht haben. Telefonzelle auf die halten müssen. Ja, in der Telefonzelle umeinander randalieren, ja. Die ja, hat es bei uns schon fast nicht mehr gegeben. Das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Ja, die Telefonzelle kennst du ums Ich kenn die Anschlecken noch. gerade noch wahrscheinlich. Kenne ich nur vom Seng her eigentlich, aber benutzt hat die kein Mensch mehr. Ja. Wirklich nicht. Wir haben ja irgendwann einmal herausgefunden, dass es ein paar so Nummern gibt, die man umsonst rufen kann. Das haben wir dann als Langeweile dann mittendrin mal wieder da. 112, oder? Das kostet nichts, so viel geil. Das ist langweilig. 1, 1, 2. Oh, du beim Würderkosten. Beim Onkel Werner Prinz. Bei der Vogelhelga. Hey, das Vogel Helge, der die fetten Hund brennt. Nein, sowas haben wir tatsächlich nicht. Also irgendwie Bullen zur Gaudi angegriffen oder Nein, irgend so ein nein. absolut, was so typische, du bist jung und kompletter behinderte Sachen, weil die, was du da lustig finden könntest, die halt aber nicht lustig sind. Ja, war schon alles lustig.
Sagen wir ehrlich. Ja, Wir Fake haben, Locked. ich, Haben wir wie Fake hat denn der Locked, ja. geheißen? Jetzt hätte ich fast gesagt Gaher, aber das war der Filmhändler am Flohmarkt. Jetzt warte mal. Gut. Irgendeinen alten, wir haben ja irgendwann, haben wir immer 20 Pfennig, haben wir reingeworfen, haben wir irgendwelche Nummern angerufen, haben wir irgendeinen Scheiß erzählt. Und irgendwann haben wir so einen alten Mod erwischt. Und der hat sich einfach mit uns unterhalten. Also wirklich ewig. Wir haben dem Scheiße erzählt. Wir waren damals filmnarrische Kassettendeppen halt, so wie es ihr heute noch richtig krass sagt. Und haben ihm dann neu From Dusk Till Dawn zitiert und lauter so einen Scheiß. Und ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Ich glaube, irgendwas mit, ich weiß es nicht mehr. Hat sie nicht mehr nicht gemerkt, oder? Wollen wir rufen können? Ich glaube, der hat es nicht überlebt bis heute. Der war sehr alt. Ah, okay. Schade. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen. Ich weiß nicht, ein paar Freunde haben sich mit dem so lange und dann immer wieder 20 Pfennig und Markstickel nachgeworfen. Stundenlang mit diesem armen alten Mann unterhalten. Haben wir jetzt wieder bei Telefonsex, oder? Onkel Werner Drin, der Göttl telefoniert mit dem alten Mann. Draußen steht an, der holt seine Gurken und dann Zipfel und der nächste ist, hat das Telefonbier zusammen. So. Und der Bürger kommt daher mit einem Keks in der Hand. Ja, ich hab da was gesehen in dem Film. Wie hat der Film geheißen, wo das vorgekommen ist damals? Ah, crazy, oder? Das war, ja, Mit dem Typen, irgend so der einer. ist ein Ja, Halbseitenspastik, aber. Ja, genau. Ja, ich glaube, Crazy hat der geheißen. Ja. Kino war damals auch noch anders. Wir haben ja gerne ins Kino gegangen in den 90ern. Immer War noch. so ein Zeitvertreib am Abend und so. Kino ist schon geil. Das ist immer noch geil, aber Das ist immer noch 90er. geil. Ja. Ja, da habe ich meine Dates früher ab und an gehabt. Im Kino? Im Kino. Habe Ja. ich das jemals da? Ja, Im Kino. ja, schon. Aber ich habe immer so eine Grundregel gehabt, das von wegen, wenn du ins Kino gehst, dann zahlst du ja nicht den Eintritt, weil man zahlt ja nicht im Voraus für irgendwas. Also, Hat sie ins Kino nein, ich habe also Das ist auch verjährt. nein, nein, also ich sag, das war zum Beispiel immer so, wenn ich irgendwie in einem Mietnummer ins Kino oder so, dann hat das war Du zahlst den Scheiß selber, oder? Genau, selber zahlt, weil why not? Genau, und ich gehe nur brunsten und ich tue einmal Popcorn, du Rind. Und dann habe ich die Popcorn halb gegessen, aber wo noch noch drin können. Ah, Klassiker. Ich hab gewusst, dass er den Mieten Hat das jemals jemand durchgezogen? Behindert. Das verstehe ich aber nicht. Das hat er Das nie. verstehe ich nicht. Das wundert mich, dass das in unserem Freundes- und Bekanntenkreis noch nicht einer Du durchgezogen kennst doch beim Popcorn, sind das Das immer verstehe ich diese nicht. braunen Hautdinger vom Popcorn, die weißt du, die in die Zente hängen. Ja. Jetzt stell dir vor, wenn du den Scheißdreck irgendwo in den Dorf reinkriegst oder so. Deswegen tue ich es halt nicht. Ja, aber vielleicht kann es ja ganz schön sein. Nein, die sind so scharfkantig, da schneidest du Hast du das das schon auf. probiert? Im Mund, ja. Mit Popcorn. Durch. Durch oder das Popcorn? Ja, beides. Ich verstehe die Popcorn Frage von der nicht. Orge aus der Zunzel. Dazu hat er Gurken gegessen. Die scheiß Gurken, das muss aufhören. Das war, ich werde Boah, das das ist echt Späckl verstanden. hat sich einbringt bei mir, wirklich. Ja. Da fährst du, ich bin nicht später gekommen. Ich hab die ganze Zeit so abgeschnittene Gurken mit einem derwergigen Loch im Ja, Kopf. das war, die Gurken haben mir leid getan, die haben mir richtig leid. Du kommst mit dem Radl am Fußballplatz ein, hocken 3 Spätzle wieder da, mit der Gurken und Was soll denn ich bin so das? reingefahren mit dem Radl und wieder umdrehen und rausgefahren. Das Okay. ist Ich What's me? ich wechsle jetzt ins Nachbardorf, habe ich gesagt. Ich mag nicht mehr. was. Hättest du gut daran getan. Wahrscheinlich, ja. Was haben wir denn sonst noch alles noch? Ja, viel Basketball spielen den ganzen Tag eigentlich im Hauptplatz umeinander geguckt und auf die Nacht haben bei uns hat das, geheißen, so was der nicht, weiß ich nicht, gehen wir in die Stadt. Na, gar nicht. Und dann haben wir in den Stadtbus rein, haben wir in Geschäfte rein, in den riesengroßen Meister damals noch, in den Extra und so, und sind wir da zum 100.000. Mal das ganze Geschäft abgegangen, gibt's sowas nicht, gibt's sowas nicht, und so Sich weiter. vorgestellt, wenn man sich alles leisten kann, was man nicht sagt. Ja, zum Beispiel. Also, wo Ich bin geil. immer in der Zeit nur bei den Nintendo-Stand und so weiter, dann hängen geblieben, was gibt's Neues? Videothek, Alter. Oh, lecker Videothek, war Alter. geil. Alter, wer kennt noch Videothek? Hast du noch Videotheken mitgekriegt? Ja, aber ich habe mir dann Spiele, Filme ausleihen und Ich so? habe hab ganz selten was ausgeliehen, wirklich unglaublich selten. Das haben wir nur Nur da. das auf Fake Nur. gemacht. Na, gar nicht. Ey, Und da die kommt verhasst übrigens, nicht. da kommt meine Schock, Hass, Liebe zu Resident Evil 1 her. Da waren wir 96, waren wir 10 Jahre in der Spezi, haben wir am gleichen Tag geboren und dann waren wir bei seinem Pap und dann haben wir halt übers Wochenende, haben wir nicht gewusst, dass wir da sind, der ist dann mit uns in die Videothek gefahren. Ja, leihen wir unsere Playstation aus, haben wir halt noch keine gehabt. Ja, und das Spiel. Da ist ein rotes Pappal drauf mit ab 18, je krasser, desto besser. Passt. Werde ich nie vergessen. Papp geht ins Bett, wir sitzen so um 10 Uhr, 11 sitzen wir vor dem Fernseher dort, schalten wir das Ding ein und können schon der finstere geile Ton von der Playstation 1, das ist und dann haben wir Resident Evil gespielt. Oh, lecker, Alter. Wie diese Szene kommt, wo dieser Zombie-Typ dem anderen von hinten so einen Kopf einbeißt und sich dann umdreht, wenn man so da guckt, so Bombengeil. ausgeschaltet, Abflug, Alter. War leck. Und ich werde ihn nie vergessen. Das ist stark gewesen damals, ja. Vor allem überhaupt so als Jungspund dann die heimlich Oberschleicher und Horrorkassetten anschauen. Das war so eine Abendbeschäftigung dann.
Es war, finde ich, so krass, wenn du dann dieses Ding gelesen hast, so, dieser Film ist geeignet ab 16 Jahren. Du bist doch schon, fuck, ich bin 12, geil. Ja, Mann, ich hab da viel Angst gehabt am Anfang. Bei uns war Ich war aufgeregt, ich war schon mal aufgeregt. Ich hab das aber auch noch mit so 18, 19, der ist ab 16, krass. Wir waren schon gescheit filmnarisch und so, aber da hat es so Zeit gegeben, krasser hat es gar nicht sein können. Je mehr Splatter, desto Gesichter des Todes und diesen ganzen Scheiß. Und der war damals halt noch richtig schwierig zum kriegen. Aber was heißt das herkriegen? Gibt ja kein Internet nicht. Was wir mir Tanz der Teufel 1 angebietet haben. Wer hat den umgeschnitten und den hast du damals nicht zurückgekriegt. Am Schulhof hast du die 95-fache überspielte Kassetten von irgendeinem gekriegt, die waren total verschwommen. Das hab ich auch fein da. Ich war als einziger bei uns der mit den 2 Videorekorder und ein Cousin von einem Kumpel, von dem haben wir über Filme gekriegt, Halloween 6 und so weiter, ne? Oder war es der 6 oder der 2er? Ist eh wurscht. Ich hoffe, der 2er, wenn der 6 ist scheiße. Und hab dann daheim auch die Filme überspielt. Von der Videothek. Geile Filme überspielt. Und ein Videorekorder war nicht so ganz geil, der hat dazu geneigt, dass er gerne mal Bandel frisst. Und wenn er das halt mit Bandel aus der Videothek Kassetten macht, das war nicht so geil. Das ist auch alles verjährt, kann man sagen jetzt. Was soll das? Es gibt keine Videothek mehr. Welche Videothek möchte ich angelangen, bitte? Ja, nicht der Videothekenmann, sondern demjenigen, oder derjenige, dem der Film gehört. Du glaubst, dass der überhaupt noch lebt? Ich weiß nicht, ich glaube, Steven Spielberg lebt noch, ja. No, aber ich glaube schon. Abgesehen davon kennen die Rechte meistens die Firmen und nicht die Personen. Also konnte ich dann ja, Warner Brothers und Sony und so weiter, und die leben mit Sicherheit noch. Aber die kennen mir nichts, außerdem Beweise, du spast. Richtig. Und Warner Brothers sind nicht dumm, dass wir da einen Scheißdruck umgehen. Wenn sie beweisen kannst, dann sponsert uns. Sind froh, wenn sie irgendwie überspielt werden. Ja, was ist jetzt da als Resümee? Extreme Hacking war noch geil. Was? Extreme Hacking. In Stauen einlaufen. Ja, das hat bei uns Maisfeld Action geheißen. Also bei uns war es das Extreme Hacking und dann, man hat gar nicht noch narischer sein können, dass man irgendwo aufgegraben und von dort in den Stauen reinhupft und das war auch ganz stark. Das haben wir Jackass zu verdanken. Ja, genau. Was du Jackass, da habe ich eine ganz blöde Geschichte. Das ist gar nicht mehr so witzig, wenn man nämlich einen Freundeskreis gehabt im Umkreis, der hat das noch gemacht. Ganz schlau. Ja, und was hat jetzt noch gemacht? Diese ganzen Jackass, die haben selber selber so Gruppen gehabt und da ist dann einer dran. Ist es der Karussell-Ding gewesen? Ja. Ah ja, die Geschichte war sehr. Ich kenne ihn nicht, wieso kenne ich den nicht? Kennst du nicht? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da diese Geschichte breit treten müssen. Ich glaube ja nicht, das glaube ich so ein bisschen zu. Aber die haben halt du kennst das Karussell im Spielplatz. Nein, das war nicht. Und dann je schneller, umso besser und die haben sich übertrieben. Das Rollerradl ohne gehalten. Ich mag jetzt da keine auf dumme Ideen bringen, liebe Kinder, aber da hält man nicht das Mofa oder Rollerradl ohne, damit es noch schneller geht, das tun wir nicht. Auto ohne bunden mit dem Auto. Mit dem Schnirl oder wo? Boah, leck. Ja, den haben sie mit Panzertape gebunden. Boah, leck. Und der ist, glaube ich, dann da 2 Meter in den Tag geflogen und dann natürlich aber gleich wieder aufgeschlagen. Ich wollte es nicht ganz verzeihen. Achso. Aber Jackass war schon eine sehr starke Freizeitbeschäftigung. Das war, wie gesagt, bei uns immer, wenn wir irgendwas langweilig war, machen wir irgendeinen Bullshit und dann hast du immer Leid angestiftet mit so, natürlich dann wieder Jungen in der Bike. Ja, hey, Göttel springen in den Stein rein. Ja, genau. Das erste so wäre so geil! Geil, endlich! Was das war? Vorher schon 4 Kilometer Stein da gewesen. Oh, geil, endlich! Es war immer so, die Jungen dann so, jetzt tut das und das. Ah nein, trau mich, jetzt Kim Jackass tut das auch. Ja, okay. Das war, der Satz, Jackass tut das auch, war die Überredung für alles, dass du alles rechtfertigen kannst, was du Blödsinn machst. Weil wie viel Leute, dass sie da wahrscheinlich ganz krass Veto haben wegen denen Vollidioten. Weil ich habe sie auch gefeiert. CKY und so weiter, Ben Margera und der ganze Scheiß vorher schon. Wir haben ja vielleicht Skateboard noch gefahren. Ja, stimmt, Skateboard sind wir auch gefahren. Ich bin von der Mini-Ramp runtergefahren mit einer Mülltüte über dem Kopf. Nein, McDonalds-Tüten war das. Ich hab nicht Skateboard von Kindern, das war die Krux. Das war ganz schlau, ja. Das habe ich auch mir jetzt so die Füße weggezogen, da war kurz die Zeit alles grün. Das werde ich auch nie vergessen, dass ich da habe ich wahrscheinlich eigentlich einen Schädelbasisbruch gehabt und hab's nicht gespannt. Das erklärt wahrscheinlich auch 2 Sachen. Ja, das kann schon sein, ja. Aber ich hab das auch nicht hingekriegt und ich hab auch gesagt, kann ich fast oben, falle ich von oben. Soll ich mir McDonalds-Tüten über den Kopf drüber ziehen? Ja, falle, ja, cool, mal. Soll ich Kippen ins Maul stecken? Das war so, das auch noch. Und dann Tüten, Kippen im Maul und einfach, ich bin nicht einfach runtergefallen von der Mini-Ramp, ich bin nicht da keinen Meter gefahren. Runtergefallen, Kippen ins Maul geschoben, Lippen aufbrennt. Das war bei uns der zweite Platz, der alte Funpark bei uns neben dem Kindergarten in der Obernstadt. Da war dann eine Funbox aufgebaut zum Skaten und ein Platz und ein Fußballplatz. Das war eigentlich ein Platz gewesen, halt zur Freizeitgestaltung, weil die Leute nicht mehr am Hauptplatz umeinander gichteln sollen und im Park 5 Meter neben die Bullen. Mit den Gurken mixen. Und mit den Gurken mixen sollen. Das ist so asozial. Und dann war es aber da so krass laut, da haben sich die Leute meilenweit drum beschwert. Und dann haben sie alles wieder abgebaut und dann haben sie wieder gewundert, warum wir nicht. Haben sie einen Zaun um den Hauptplatz und die Schuhe rundum gebaut, haben auch nicht mehr rein können. Und dann
Weiß ich nicht. Sehr förderlich für die Jugend, die ganzen. Dann haben wir zum Rauchen und zum Saufen angefangen. Ja. Und dann wundern, wenn es drum geht, dann hast du eine Telefonzeit zusammen. Irgendwo muss man den Frust rauslassen. Das ist aber auch wirklich irgendwo irgendwas muss man was möchtest du da? Da hat es kein Internet nicht gehen, da hat es nicht geheißen, sitzt du vor dem PC, halt dein Maul, schau einen Gag. Genau. Oder ich schaue YouTube-Videos, dann habe ich gesagt, nein, ich gehe jetzt in Stunden eine Telefonzeit zusammen. Selber schuld, wenn ich am Funpark nicht meinen Triple Kickflip vollführen kann. Ja, das heißt, was ist das Resümee aus Langeweile ohne Internet? Was tut man dagegen? Wichsen und straffällig werden. Straffällig werden und wichsen. Ja. Kann man während dem Wichsen straffällig werden? Das kommt drauf an. Onkel Werner schon. Ich wollte gerade sagen, das fragen wir den Onkel Werner, wenn es so weit ist. Der Arme, oh Gott, hoffentlich heißt da bei irgendeinem Zuschauer nicht irgendein Onkel Werner, weil sonst kriege ich einen Vogel. Ja, das klingt komisch, schmeckt aber. Onkel Werner schmeckt. Oh, keine Ahnung. Hast du ihm das Bier? Ich bin's Hast du ihm das Rangerl geschlabbert? Nein. Was? Nein. Okay, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Herr Kani, vielen herzlichen Dank. Herr Florian, vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören wir uns beim nächsten Mal. Ihr könnt euch jetzt dann anschwulen, wenn die Kamera aus ist. Jetzt seid ihr Fuchsen. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Großer Gott. Großer Gott, das ist nur ums Wichsen gegangen. Ja, und ich hab dann es ist halt nun mal Hauptbestandteil wo ich nicht weiß, ob ich das erzählen soll oder nicht. Ja, so, ja jetzt, ich bin ganz ohr. Jetzt bin ich was möchtest du denn? Was für Geschichten, die du jetzt nicht erzählt hast gerade? Nein, die, wo ich nicht erzählen wollte. Ja, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Nein, das ist, erstens nimmst du noch auf. Verdammt. Na, okay, bye! Aber das war